das war die Tour nach Schotten erstmal. Und viele von den Teilnehmern, die haben dann gesagt, Mensch, ihr habt ja so ein cooles Teil euch gekauft und lass mal gucken. Und jetzt sind einige schon wieder abgereist und der Helmut ist aber noch da und die Conny. Und dann wollten wir mal eben eine kleine Roomtour machen von unserem Fahrzeug. Genau. In dem Luxuscamper, ja, wohlgemerkt. Was ist denn das für Baujahr überhaupt? Also wir haben hier einen sogenannten LT2, das sind die ersten Sprinter und der Nachfolger von dem klassischen LT ist ein Baujahr 96, 1996 und hat ja, schon 350.000 auf der Uhr. Das sind 2,5 Liter Diesel, 102 PS. Und gehörte mal ein Zahnarzt, der den mal dann zu einem Surfmobil und sowas ausgebaut hatte. Also oben mit den Dachboxen oben drauf. Und dann habe ich also diese Anzeige entdeckt bei mobile.de und dann war da also das erste Titelbild, da stand am Strand von St. Peter-Ording. Und dann habe ich zu meinem Schatzi gesagt, ne, das ist doch was für uns hier, schön in dieser Farbe. Man kann hier wunderbar mal autark, mal frei stehen, ohne dass man gleich gesehen wird. Wenn wir auf Tour sind, müssen wir nicht unbedingt über einen Campingplatz anlaufen, sondern so einen Waldparkplatz, ein bisschen abtarnen, dann kann man mal so eine Nacht ruhig stehen. Ja, kannst mal drin schauen hier, Helmut. Man hat natürlich, wir haben hier eigentlich außer den Sitzen, die neu bezogen worden sind, weil die vorher in so einem Hawaii-Blau waren, nicht so viel investiert. Er hat eine Gasflasche drin, er hat 20 Liter, glaube ich 20 Liter Wassertank. Wir haben einen Gasherd, wir haben einen kleinen Kühlschrank. Alles drin, was man braucht. Ja, der ist auch gut bestückt noch. Ein Würstel ist noch da. Kann man umschalten dann auf Landstrom, Batterie während der Fahrt oder jetzt per Gas. Und wir stehen ja jetzt schon 3 Tage hier und es läuft. Wunderbar. Und dann ist ein bisschen eng, aber hier die Bank, die ist halt umklappbar. Ich kann da mal so ein Bild machen, wie das vorher aussah. Man sieht hinten in der Ecke noch dieses Orange, das ist das alte Muster, also vorne hier blau, hinten orange, das ist dieses... Ach, das war vorher drin? Ja, das ist diese Surfer, weißt du, diese Surfer, die haben solche Farben. Oben mit Lichtleiste, mit Lampen, LEDs, mit Fächern, kleinen Fächern, wo man alles verstauen kann. Es war alles schon so weit gewesen. Wir haben das jetzt nur halt zack bestückt mit unseren Sachen. Und hier um die Ecke kommst nahe hier. So. Hier links sind dann die Schränke. Wow. Vorne mit Fächern und hinten zum Hinhängen. Da hat wahrscheinlich der Vorbesitzer seine Surfanzüge drin gehabt. Also dass die Neoprenanzüge, dass die so hängen. Ja, so sieht das hier in unserem Teil aus. Und zack, nicht auf die Sonnenbrille sitzen. Das ist echt schon cool. Ja, Isolierung war alles dabei. Also wir haben ihn jetzt vor 2 Monaten erst übernommen und sind bei uns noch so am Einrichten. Es dauert ja so ein bisschen, bis man sich gefunden hat, wo was hingepackt wird, wie man sich organisiert mit Hund und ja, Gepäck und der Vorräte. Der Schnuff, der hat hier vorne, hat Platz. Der Co-Pilot. Mit 1000 Decken. Wir haben auch noch eine Box, aber die haben wir jetzt nicht mitgenommen, denn er mag es schon lieber so ein bisschen freier. Ja, und es hat bis jetzt gepasst, ist alles ausgepolstert. Ja, wir haben ihn auch nicht nur als Saisonkennzeichen, sondern das ganze Jahr jetzt angemeldet, denn er hat natürlich auch eine Standheizung. Das heißt, wenn wir jetzt im nächsten Urlaub im Oktober vielleicht mal so eine kleine Tour wieder machen oder mal so spontan, hast einen schönen Wintertag, ne, packst ein paar Sachen rein, fährst irgendwie an die Nordsee oder in die Ostsee oder in den Harz. Silvester im Harz wäre ja auch mal was Schönes. Oder zum Chiemsee. Oder zum Chiemsee, genau. Ja, genau. Ja, in Schnee rein. Und dann haben wir aber unsere Heizung und die bollert richtig, die ist richtig heiß.
Ja. Meinst du mich, Schatz? Ein sehr schönes Kleid. Ja, wir brauchen eigentlich keine Heizung. Wir haben eine schöne Decke und also die Schlafsäcke hatte ich erst überlegt, nee, aber wir haben gleich auf Decken umgestellt. Schöne Bettdecke und die Auflage ist bequem. Ja, Stauraum gibt es also auch noch ganz tief im Radkasten überall drin. Ja, Dachfenster, das ist ja alles für Wohnmobil zugelassen. So sieht's aus. Ein herrliches Fahrzeug, muss ich sagen. Wir haben allerdings noch keinen Namen. Also wer das so kennt, so von dieser Vanlife-Szene oder sich solche Videos anguckt, die heißen alle irgendwie Oscar, Hugo oder was weiß ich. Ich habe erst gesagt, das ist unsere mobile Buschbox. Okay, ja, klingt ja gut. Die Buschbox, die rollende Buschbox. Der rollende Hobo. Ja, der rollende Hobo, aber wir räuchern nicht. Also das ist zwar ein Euro 1 Motor, aber unten, hab geguckt, nagelneuer Auspuff, da kommt hinten kein Ruß, nichts raus. Also da ist mancher mit einem Euro 3 oder 4 Motor, der rotzt da viel mehr raus. Das auf jeden Fall. Nee, wir nennen ihn eigentlich im Moment unseren Bus oder Buschcamper. Ich glaube, ich würde Buschcamper sagen oder sowas. Ne? So, ja, passt so. Passt schon. Buschcamper passt. Also mir gefällt der Name gut. Das, ja. Oder Uti und das Tarnmobil. Was sagte das? Grüne Minna, sagt unser Nachbar. Ja, genau. Ja, der sagt, das ist wieder die grüne Minna. Minna heißt bei uns die Polizei. Ja, klar. Genau. Na gut, Willem. Eine sehr schöne Vorführung. Ja, Jetzt sind sie ja blau, jetzt kann man nicht mal grüne Minna War eine fahren. sehr schöne Vorführung, muss ich sagen. So, Freddy, willst du auch rein? Und ein tolles Fahrzeug. Also wirklich Nee. ein Traum. Hier, So. der hat Also Ein Willem, Traum! Willem, danke für die schöne Roomtour. Ja, dann wisst ihr also erstmal Bescheid. Diejenigen, die jetzt nicht mehr da mit dabei waren, wie hier die Hamburger übernachtet haben, ne? In ihrem Luxusmobil. Also das darf auch gerne ins Internet gestellt werden. Ja. Ich glaube, das machen wir extra, weil sonst wird's. Wir haben den kannst du auch Datenschutz machen. unterschrieben. ja, müssen Okay. wir nicht löschen, oder? So, also habe ich dir, macht es gut. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Gell? Danke fürs Einschalten. Lasst ein Abo da, das rentiert sich immer. Also, Servus, habe ich dir.